Vor langer, langer Zeit war es auf dieser Erde ganz leer. Es hat keine Tiere gegeben, keine Pflanzen, keine Menschen, keine Seen oder Flüsse, auch kein Meer, keine Dörfer und keine Städte. Einfach nichts. Nur Gott war da. Eines Tages hat er sich entschieden, eine wunderschöne, perfekte Erde zu machen. Gott hat gesagt, ich will ganz eine besondere Erde machen. Heute fange ich damit an. Es soll Licht entstehen. Und so hat es plötzlich Licht gegeben auf der Erde. Aber das war für Gott noch nicht genug. Am nächsten Tag hat er das Wasser vom Himmel getrennt. Und am dritten Tag das grosse blaue Meer. Am vierten Tag hat er die Pflanzen gemacht. Gott ist so richtig in Fahrt gekommen. Heute mache ich ganz viele Pflanzen. Grosse und kleine Bäume. Blumen in allen Farben. Oh, die schöne gelbe Blume. Eine richtige Sonnenblume. Und das dort sind Rosen. Und hier die kleinen, herzigen, es sind Margritli. So fein und man kann sie sogar essen. Wow, so schön, wie die Blumen aussehen. So einzigartig und so farbig. Und jetzt kommen noch verschiedene Gräser, Farn, Brennnesseln, Moos und Büsche. Am Abend hat Gott grosse Freude gehabt. Er hat Freude gehabt, was er gemacht hat. Aber er war noch nicht fertig. Am nächsten Tag hat er die Sonne gemacht, damit es auf dieser Erde schön warm ist und damit es Tag und Nacht gibt. Und dann sind natürlich noch Tiere gekommen. Gott hat überlegt, so, jetzt braucht es noch etwas, das lebt auf dieser Erde. Heute will ich ganz viele Tiere machen. Zuerst mache ich Tiere im Wasser. Die können alle super gut schwimmen. So hat Gott die Wassertiere gemacht. Delfin, Goldfisch, Wale, Krebs, Tintenfisch, Fische in allen Formen und Farben. Und er hat auch Tiere in der Luft gemacht. Krähen, Libellen, Adler, Meiseli, Möwen und noch so viel mehr. Und am nächsten Tag hat Gott noch Tiere auf dem Land gemacht. Löwen, Bären, Zebra, Ross, Kätzchen, Säue, Kühe, Käfer, Ameisen, Schlangen. Gleich waren es über 1000 Tiersorten. Einfach wunderbar. Gott hat sich über all die Tiere so fest gefreut. Es sind jetzt im Wasser, auf dem Land und in der Luft. Überall haben Tiere gelebt. Aber etwas hat noch gefehlt. Der Mensch. Gott hat sich die Hände gerieben und gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Jetzt, am 6. Tag, schaffe ich den Mensch. Er soll mir ähnlich sein und soll mein Freund werden. Gott hat ein bisschen Lehm und Erde genommen und hat daraus den Mensch geformt. Das ist ja wirklich mega schwierig, aus Herd einen Mensch zu machen. Für Gott ist aber einfach nichts unmöglich. Und Gott hat noch etwas mehr gemacht. Er hat den Menschen aus Lehm angehaucht und erst dann ist er zu einem richtigen Mensch geworden. Er hat angefangen zu leben, er hat angefangen zu schnaufen und angefangen zu reden. Dank dem Lebensatem von Gott hat auch der Mensch leben. Er hat mega Freude gehabt. Wow, der Mensch lebt und bewegt sich und sieht einfach wunderschön aus. Du sollst Adam heissen. Der ganze Garten, die ganze Erde hier, sie ist für dich. Genieß das Leben hier. Ah, Gott. Wow. Das ist mega schön hier. All die Tiere und die Pflanzen. Und du bist schon bei mir. Am Adam hat es sehr gut gefallen in Gottes Garten. Er hat mit den Tieren gespielt, hat die Pflanzen angeschaut, hat von den feinen, süßen Früchten und Beeren gegessen. Aber irgendwann ist es ihm einfach gleich langweilig geworden. Gott? Mir ist langweilig. Ich will auch jemanden haben. Jemanden, wo ich Zeit verbringen kann. Zusammen essen, zusammen laufen, zusammen klettern. Ich will einfach mit jemandem Zeit verbringen. All die Tiere haben Freunde und jemand, der bei ihnen ist. Nur ich. Ich habe kein anderer Mensch. Ich will auch jemanden.
Gott hat der Adam gut verstanden und er hat ihm gerne helfen. Er hat dem Adam eine Freundin gemacht. Jemand, der mit ihm durchs Leben gehen kann. Plötzlich ist der Adam ganz müde geworden und ist steif und fest eingeschlafen. Während er am Schlafen war, hat Gott ein Rippe vom Adam genommen und hat daraus die Eva gemacht, die erste Frau. Als der Adam ist erwacht, war auf einmal die Eva da und er war begeistert. Wow. Eva, du bist wunderschön, so hübsch. Ich freue mich so fest, dass du da bist. Jetzt können wir zusammen den wunderbaren Garten, den Gott uns gemacht hat, entdecken. Wir können auf Bäume klettern, Tiere beobachten, zusammen reden, Pläne aushecken, träumen, in See schwimmen, auf die Berge steigen, feines Essen geniessen. Es ist so schön, mit dir da zu sein. Adam, du bist so schön. Ich freue mich so fest, dürfen wir zusammen hier sein. Das wird super. Schau mal, dort hinten. Hast du das gesehen? Das Tier mit dem langen Hals. Das ist ja grösser als wir zwei. Und da das grosse graue Tier. Hast du gesehen, dort hinten? Das hat hinten einen Schwanz. Und vorne ist das auch ein Schwanz oder eine Nase. So cool. Und da im See, oh, ich möchte am liebsten mit all diesen Tieren schwimmen. Die so eine lange Flossen haben und so eine spitzige Nase. Und haben die lustigen Schnattergeräusche. Oh Adam, so cool, dass wir zusammen hier leben dürfen. Der Adam und Eva haben sich fest gern gehabt und haben ihr Leben und Gemeinschaft mit Gott genossen. Gott war nämlich in diesem Garten auch. Sie haben so viel Schönes und Gutes erlebt. Gott hat die beiden so fest gern gehabt, dass er wollte, dass sie immer glücklich sind. Sie durften alles machen, was sie wollten in diesem Garten. Nur etwas hat Gott ihnen verboten. Es hat einen Baum gegeben, den sie nicht davon essen durften. Gott hat gewusst, dass die Früchte den Menschen gar nicht gut tun. Aus Liebe hat er ihnen diese Regel gegeben. Esset nicht von diesem Baum. Eines Tages aber ist die Schlange gekommen. Das Gescheitste von allen Tieren. Sie ist zur Eva gekommen und hat gesagt: Hoi Eva, hey, iss doch mal eine süße Frucht von diesem Baum dort hinten. Nein, Gott hat gesagt, von der dürfen wir nicht essen. Wir dürfen sie nicht einmal anlängen. Ja, natürlich hat er das gesagt. Ich denke schon, dass Gott euch das verboten hat. Aber weisst, wenn du von diesen Früchten nimmst, dann wirst du genau so schlau wie Gott. Das willst doch du, oder? Nein, ich weiss nicht so recht. Gelustet hat es mich schon. Also komm, ich mache es. Und Eva hat tatsächlich auf die Schlange gehört und hat die Frucht probiert. Adam, komm! Ich habe hier eine Frucht entdeckt. Die ist so fein. Probier auch mal. Oder Adam hat von dieser Frucht gegessen, aber sofort haben die beiden ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie haben ja von allen Früchten essen, nur eben genau von dieser nicht. Als Gott kurz darauf in den Garten kam, haben sie sich versteckt, weil sie sich geschämt haben. Gott hat sofort gewusst, was passiert ist. Er hat nicht gerufen: Adam, Eva, wo seid ihr? Warum versteckt ihr euch? Gott hat gewusst, was Adam und Eva gemacht haben. Es hat ihn traurig gemacht, dass die beiden nicht auf ihn gehört haben. Aber gleich hat er sie so fest gern wie vorhin. Weil sie ihm aber nicht zugelassen haben, haben die beiden den schönen Garten verlassen. Draussen war das Leben nicht mehr so perfekt. Schmerzen, Traurigkeit, Enttäuschung haben von jetzt an zu ihrem Leben gehört. Aber Gott hat immer noch einen Plan mit den Menschen. Er hat schon gewusst, wie er die Menschen irgendwie wieder von diesen Schmerzen und von dieser Trauer befreien kann. Und er hat sich schon gefreut, dass er dann wieder einmal mit den Menschen zusammenleben kann.